Willkommen bei Heiko kocht, einer neuen Ausgabe in meinem Küchenblog. Wir machen heute ein Eierschwammerl-Tatar mit einer geräucherten Entenbrust, aber die wird mit einem Grüntee geräuchert. Wir haben dazu folgende Zutaten. Einmal fein gehackte Schalotten, wir haben Senchai Grüntee, wir haben einen frisch gezupften Petersil, eine schöne Entenbrust, Eierschwammerl und eine sogenannte Räuchergarn. Ja, und meine Gäste sind auch schon da. Der Emanuel und der Roman von Stone Styles aus Ebenfurt. Sagt, Burschen, wo habt ihr die Monika lassen? Euer guter Geist, die Monika kommt mit einem schönen Gastgeschenk vorbei. Wow! Hey! Ich bin schon da, Heiko. Wir haben Wow! mitgebracht. Das ist ja toll. Den Weinkühler mit deinem Logo. Super, da freue ich mich. Das ist ja gar. Ja, da trinkt man gleich ein Glas Wein, hätte ich gesagt. Das sieht gut aus, ne? Ja, Das ist super. Na gut. Da machen wir gleich was auf. Da haben wir einen schönen Riesling von Kobenzl. Ja, hätte ich gesagt, den können wir ja da quasi so dann. Moment. Aha. Wir müssen noch ganz kurz erklären, wie der Naturweinkühler funktioniert. Bitte. Man nimmt eben ganz kurz, tut den Feel free. ins Wasser. Warum muss man das wässern? Da geht es darum, dass der Stein sehr porös ist und durch die poröse Eigenschaft, durch die Verdunstungskälte, die Flasche gekühlt wird. Das heißt, die Luft dringt durch und gibt der Flasche die Kälte zurück. Man sieht es dann, man kann später mal schauen, die Flasche fängt schön zum Kondensieren an. Somit hat man wirklich stundenlanges Kühlerlebnis, auch in der freien Natur draußen. Und das wirklich einzigartig im natürlichen Design. Super. Ihr wisst, Leute, aus nah und fern, es kocht sich leichter mit einem guten Glas Weißwein. Prost. 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 Ein zum Wohl euch da draußen. Zum Wohl, gutes Gelingen. Wir fangen jetzt gleich einmal mit der Entenbrust an. Wir haben hier eine sehr schöne Flugentenbrust. Sieht man sehr schön. Wir fangen an mit der Entenbrust. Die werden wir ganz fein einschneiden, damit beim Braten das Fett schön heraustreten kann. In der Zwischenzeit, Zwiebelschalotten sind geschnitten, werdet ihr beiden mir die Eierschwammerl ein bisschen zuputzen und ganz fein für unser Tatar dann schneiden. Monika ist dann so lieb, wird den Petersil fein schneiden. In der Zwischenzeit mache ich die Entenbrust, dann machen wir noch eine schöne Marinade für das Tatar aus weißem Balsamico, Olivenöl und ein Schuss Wasser, Salz, Pfeffer. Monika, die Entenbrust ist ein schönes Exemplar. Wir werden jetzt ein wenig die noch zuputzen. Ente hat sehr viel Fett. Wir schneiden uns den Fettrand da einfach ein bisschen weg. Das braucht man nicht mehr. Und dann ziselieren wir die Haut ganz fein und schneiden die schön ein. Damit kann dann das Fett schön austreten. Und diesen Vorgang nennt man Ziselieren? Ja, so fein einschneiden oder man sagt da ziselieren in der Küchenfachsprache dazu. So, wir haben das jetzt schön eingeschnitten. Jetzt wird das Ganze mit Salz und Pfeffer gewürzt. So, Emanuel, Roman, da ziehen wir jetzt die ganz fein hacken, einfach damit wir das so schön fein haben wie die Zwiebeln da. Okay. Perfekt. Wir braten jetzt kurz einmal die Entenbrust auf der Hautseite an, werden diese dann wenden und im Rohr ca. 20-25 Minuten schön fertig garen bei 170-180 Grad. Monika, ich glaube, du bist besser im Steine machen als im Petersil schneiden. Ich zeig dir das ganz kurz. Ja. Immer Rollbewegungen. Ja. Ein bisschen den Petersil zusammen und einfach schön das Messer mit der Spitze unten lassen und so schneidet oder hackt man sehr schön den Petersil. So, probier's einmal. Wir werden die jetzt ein bisschen mit dem eigenen Fett schön übergießen, so bleibt sie schön saftig. Die Entenbrust haben wir jetzt schön angebraten. Wir geben das jetzt
geben die jetzt in eine feuerfeste Form und ab ins Rohr damit. Schauen wir mal, ob du jetzt recht gehabt hast mit diesem Anlaufen. Würde sich anbieten. Ja, und man sieht es wunderschön. Also wir kühlen da wirklich mit der natürlichen Kraft des Steines. So. Wir machen jetzt das Eierschwammerl da. Dazu weißer Balsamico. Ein Schuss Wasser, um ein bisschen die Säure rauszunehmen. Frisches griechisches Olivenöl. Viel frischer Petersil. Salz, Pfeffer, wenig Schalotten. Und zum Schluss fügen wir die geschnittenen Eierschwammerl zu unserer Vinaigrette und mischen das gut durch. Und das Ganze geben wir jetzt in den Kühlschrank und lassen das schön durchkühlen und durchmarinieren. So, wir holen jetzt die Ente raus. Die war jetzt lang genug im Rohr. So, und wir schneiden uns jetzt die Ente. Die ist super schön rosa innen, so wie sie sein soll. Monika, bist du so lieb, holst du mir das Eierschwammerl da aus dem Kühlschrank? Und wir füllen das Eierschwammerl Tatar schön in diese Ringform. Einige Löffel. Und jetzt haben wir eine Räuchergan, geben noch ein paar Senchai-Blätter hinein und zünden das Ganze an. Wo bekommt man solche Senchai-Blätter her? Das ist ein normaler Grüntee, kriegst du in jedem Teegeschäft. Und das ist eine Räuchergan. Wie heißt das? Räuchergan, also eine Räucherpistole. Der Rauch ist in unserer Klosche und die Entenbrust lassen wir jetzt da 1-2 Minuten drin im Rauch. Damit nimmt sie den Rauchgeschmack an. Und jetzt lüften wir das Ganze.